Moie leiwale Goeten, mein Numm ass Jerome Lulling, an lo leire ma e bësse Letzebäierch. Haut schwätze ma iwwer de Projet Cortina, Correcteur orthographique informatique appliqué à la langue luxembourgeoise. Dat ass den éischte Spellchecker fir d'Letzebäiercht an déi gouf ausgeschafft tëcht de Jore 2000 an 2002 vum Pierre Mussel, Yannick Durand, Johannes Kiel, Nuno dos Santos a Jerome Lulling. Ba do hun noch eng Rei aner Leiit mat geschafft, méi ich denken, dat do war den Kär vun der ganzer Ekipp. An dann hunnech hai en ganz allen Interview vu mir fand, den ech demos ze Summe mam Herr Mussel gemach hun fir RTL Radio, an zwar war dat den 18. März 2001. An der Lausströmer dat lo. Zeit.lu, dem Internetportal, die vierwitzig möcht. Hallo, sind ich mal gespannt, was das heute Abend geht am Netz, weil heute Abend lebt Sport. Und die meisten Leute, die am Chat regelmäßig mit dabei sind an der Emission, die wissen, dass ich für Sport aber nur wirklich von Tuten bloß keine Ahnung habe. Also gucken wir mal, wie es lebt. Gut, dass ein paar Experten live dabei sind auf dem Terrain, wie Simon Kiech zum Beispiel am Basket, und das herrscht Olmo beim Fußball, weil ich meine, das geht mir heute Abend nicht da durchkommen. Georges Marquez wollte mal just noch nach irgendetwas im Sitweise, was du gehst laufen an Punkto Info, das ganz vorüber, was auch etwas dummer dazu dienen hat. Wer gewinnt Cupfinal bei den Herren am Basket? Ich meine, das ist gestorben dezidiert. Die sollen das dann auch online lösen. Komm mir erinnern, dann immer, wer gewinnt Cupfinal bei den Damen am Basket? Da spiele ich Walfer gegen Ettelbrick heute Abend. Das wird mir los so sehr wie möglich immer erinnern. Und da könnt ihr heute Abend nach während der Emission aufstimmen auf rtl.lu. Und dann dezidieren wir dann nur die Cupfinal gewinnt. Wie wo überhaupt gewonnen bei den Herren? Ich nicht geschnitten, wie bei Racing. Das ist der Mike Feider, den man darüber gern vertritt. Den ist nämlich einer mal sehr wichtig heute nur in der Emission. Aber nicht nehmen der Mike Feider, hat sie noch nach zwei Spezialisten der Sache Lützebauer Spruchmaterie, weil Sport ist wohl etwas Schönes, wenn ihr sich dafür interessiert oder wenn ihr etwas davon erkennt. Mit geht vielleicht doch ganz viele Leute, die nicht kennen, man da aufhängen weiter an, die sich auch noch für andere Sachen interessieren. Und für ich proposieren, schaut nur in Lützebauer Spruch. Wenn da schon mal ein probiert zu den Sit auf Lützebauer zu machen, dann sieht er wahrscheinlich spätestens beim dritten Wort drauf gestoßen, dass er nicht mehr richtig wusste, wie der das gibt. Schreiben. Oder vielleicht ein bisschen wie weit, mit das auch egal. Letzteburg schreiben ist nicht so furchtbar evident. Und dafür gibt es dann nur endliche Projekt für Spellchecker und Leben zu rufen. Für Letzteburg dann eben im Computer zu schreiben und automatisch verbessern zu lassen. Der Spellchecker lebt unter dem Namen Projekt Cortina und die kriegt heute Abend auch noch vorgestellt. Und da sind noch zwei Experten am Studio, die ihr Sturm können eventuell bei Frohen einfahren. Also den Chat, also ab bis 10 Uhr so lange lebt. Da gucken wir das ja nur zu regeln. Von den Elementen, die mir schaut, nur neben dem Basket doch noch für Mino bringen, aus dem Projekt Cortina. Cortina steht von Stadtlo richtig hier im Site verstehen für Correction orthographique informatique appliquée à la langue luxembourgeoise. Am Studio sind zwei Invitien dafür, und zwar der Pierre Mussel und den Jerome Lulling. Guten Abend mal. Guten Abend. Ihr schafft also in dem Projekt Cortina, hatte ich das als Beschreibung schon mal richtig gemacht. Ja, wie sie los nach alles andere. Ja? Ich muss just das Mikro ein bisschen rumdrehen, dass ihr mich auch besser versteht. Das heißt, worum geht es konkret bei dem Projekt Cortina? Ja, beim Projekt Cortina geht es darum, für einen Spellchecker zu entwickeln für Letzteburg. Das heißt also, wenn ich im Computer schreiben, und ich schreibe katastrophal Letzteburg, verbessert den man das automatisch. Voilà, das den das soll verbessern. Als Letzteburg dann so ein schwerer Spruch für zu schreiben. Bei Letzteburg ist vielleicht nicht unbedingt so ein schwerer Spruch oder mehr schwer wie die anderen, aber das Problem ist eben, dass keiner gelehrt wird an der Schule ordentlich schreiben. Die hat doch schon nur ein bisschen an den Chat geguckt, was du so alles geschrieben hast. Und wie gesagt, da ist mit Fehler. Oh, ich gebe meinen, du hast der Jerome besser drin, für etwas zu sagen. Was war noch, also zum Aussagen, ne? Schon Schlimmeres gesehen, zum Beispiel Nachrichten RTL sieht, die sind in einem katastrophalen Letzteburg. Wobei allerdings auch muss sagen, dass man den Spellchecker, die geht ja auch noch nicht so lange an der Online-Version zum Teil auch wert benutzen wollt, um eigene Sitze zu verbessern. Ich gehe mal einfach gucken. Also du gibt Demonstrateuren, das heißt also für die Sache zu testen am Lützebäuerische Französisch und Englisch. Das heißt, die hat ja noch Spruch noch mal dran. Nee. Also da tun, das Schüssel den nicht erfasst, den entweder auf Lützebäuerisch, also Französisch oder auf Englisch, mit das effektiv nehmen, für Lützebäuerisch zu verbessern. Ne? Gut, und da steht, ihr könnt auf Tabseite zurücksurfen.
ich teste mal einfach. Schon dat lo an Fenster rakopiert, wo ihn eben den Text kann ihn du, wie viele Buchstaben hast du das limitiert oder 12 Buchstaben oder? Also lo konzeptuell gesinn ass den Demonstrateur do lo net limitéiert den ensche Problem den lo besteht, dass die Seiten die Resultatseiten die lo do produzéiert gin du hast relativ decke JavaScript mat dran an do hängt de bisse vun der Konfiguration die en huet hängt do ob dat lo korrekt funktioniert zum Schluss oder net. Ech gi so Satz wie dort dat deft eigentlich kein Problem sinn. Gut, also just ihr könnt op Tabseits Resurfen rakopiert an dat los ich mal lummel verbessern. Jerome Lülling ist ja auch den schon zum den Zeitungsartikel, den man matbrucht hat, die hat Kuren zu Träger für den Träger Lützeburg beizubringen. Ganz genau, für auf der Universität zu Träger, aber nicht nur den Trägerstudenten, mehr auch Lützeburger Studenten, die da waren, die sich da wollte schon präparieren für einen Konkurs zu packen, für einen Prof zu gehen. Und man schaut auch schon Japaner, Franzosen, Finnen. Also es ist relativ breit gefächert und Leute scheinen dadurch zu interessieren. Wir schaffen dabei auch noch mal Roman Helle Schmurcht, den ich selber verbessert tun, wo zwar nach den einen oder anderen Fehler dran ist, geht also eine Chance. Aber da könnt ihr die nicht, auch am Spellchecker Schlemming hat nicht dann feiern, dass du absolut null Fehler nach da sind. Aber ich meine, das ist aber ein Schritt an die richtige Richtung, für dass auch wir Lützeburger endlich ein homogenes Schriftbild vom Lützeburgischen beherrschen. Ob den Roman Helle Schmurcht wollte ich auch nicht spielen, die National in der zweiten Edition schon rauskommen. Merkt ihr übrigens auch so zwischen 12 und halb Ränger, damit es Stunde als Buch von der Woche vorgestellt. Da habe ich ein Telefon schon lesen her. An vorgestellt wollte ich eben nur so und dann habe ich vor dem Fall. Alle mal lesen immer weiter. An den hat doch mal das Spellchecker verbessert, oder? Nee, leider noch nicht. So weit war man zu dem Zeitpunkt noch nicht. Ich habe die Offerte von Edition Schoff schon am November 2000. Und das hat mich relativ sehr gut, weil sie wollten so nach 4 Uhr Christen auf den Markt bringen. Das wäre effektiv eine ganz freie Sache von der Zukunft. Immer mehr Autoren, auch Journalisten geben auf das Spellchecker zurückgreifen. Wobei ich einfach noch muss sagen, dass die Version, die im Moment im Internet funktioniert, zwar effektiv schon funktioniert, aber relativ viel Zeit gebraucht. Wenn da langen Text antippt, da könnte da eventuell Probleme kriegen, weil der Dauer guckt dann das Name nicht. Für redaktionell Zwecke ist vielleicht noch nicht gerade, das gilt für mich. Für Romans übersetzen, kopiert den ganzen Text dran, es geht in 2 Wochen an Vakanz, aber wenn ihr rum könnt, dann kriegt ihr die verbesserte Version. Ungefähr, Moment. Geht das eigentlich schon? Nee, das sind drei. Ja. Also, die könnt auf Tabseite zurücksurfen, wollte ich verbessern lassen. Tabseite erkennt das Spellchecker nicht, die geht immer rund als Fehler. Aber wenn dann da drauf klickt, ja, ne, schon als Alternative. Dann habe ich Steib, Bets, habt Start, habt Post, habt Titel, habt Leute, habt Key. Wer das habt Key? Hat man KI. Ja. Ja, aber das von den. Also EQ2 Key. Ja, okay. Habt Steipen, habt Sujet ergabst. Ja. Aber du habt Zeit? Das fehlt dann noch an der Wurtlist. Am Moment schafft Projekt Cortina mit 50.000 Einzelwörter. Das geht aber noch lange nicht durch, weil am Deutschen zum Beispiel, da schaffen sie mal 200.000 Wörter. Du siehst, du hast noch unheimlich viel Arbeit, die übrig bleibt. Aber habt Zeit, muss ich sagen, dass das vielleicht auch echt ein Internetsterm, obwohl habt Zeit zwar an der Literatur geht, ja, wo das noch fehlt, kommt dabei. An zur Summe gesagt wird wahrscheinlich dann noch viel Warten nicht erkennen. Ja, da muss ich dann noch antippen als Plurial dann. Ein Halbseite, 2 Halbseiten, das sind das dann noch richtig. Gut, also es gibt noch etwas zu machen, aber auf jeden Fall schon mal interessant für uns zu fangen, sich da auseinanderzusetzen an so echt Elementärfehler auf einem Sitze evitieren. Also wir sind an der Redaktion noch am Gang, um mal zu schaffen, zum Teil für den Internet-Site von RTL ein bisschen zu verbessern, weil wir sind ja so bewusst, dass da eine Party Bausichkeiten draufstehen. Gut, Sie sind alle beide als ein Video, also heute nur doch hier ein kleiner Alternativ nach zum Basket zu gehen. Das heißt, von der Frohen, die wird Lützeburger Schrift, Spruch, oder wird der Projekt Cortina, die wird Lützeburg schreiben am Allgemeinen, dann zeigt nicht für die Frohen zu stellen. Der Pierre Musel und Jerome Lülling sind heute nur also als RWT an stehen am Chat zur Disposition, für das ihr Martine könnt diskutieren, die wird alles Mögliche, weil ich am Kontext Lützeburger Spruch, also aufhält an auch mit dem Projekt Cortina. Ich gehe so nicht für Lummel für ich zwei, dass da sehr wie möglich an den Chat kommt, dass wir da können nur rappen. Und da gucken wir her nur, was dabei raus können, für kurz weiter darüber zu diskutieren. Also Projekt Cortina hat nur ein E-Sujet am Netz, neben dem Basket, wo wir gleich raus. Ja, das war es schon. 2001, das ist 20 Jahre her. Naja.
die ganze Situation hat sich noch nicht gerade so entwickelt, wie wir uns das damals vorgestellt haben. Wir wibbeln nach. Ich so nicht merci für die Aufmerksamkeit und das war es auch schon. Nice. Nach viel mehr so Übungen fand ihr auf meiner Internetseite exercice.lu. Theorie dazu fand ihr auf grammaire.lu. Ich bin auch auf Facebook und auf YouTube. An die Bücher, mit denen ich die Sendungen präparieren, Verbentabellen auf Lützeburgisch an 170 Witze auf Lützeburgisch. Vielmals merci für Ihre Aufmerksamkeit. Bis hoffentlich geschwind. Au revoir.